Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zum Saisonrückblick von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute! Und das, nachdem ungefähr ein Monat vergangen ist, seit wir uns aus Heidenheim das letzte Mal zu Wort gemeldet haben. Damals hautnah und in aller Härte diesen grausamen Abstieg miterlebt haben. Das Ganze übrigens auf der Heidenheimer Haupttribüne auch noch, mitten unter Heidenheimern, Ja. die aber eigentlich ganz nett waren. Ne? Ja, wir hatten tatsächlich eine Heidenheimer Dauerkarte geschnorrt und hatten lauter freundliche Menschen um uns herum, die uns alle versichert haben, dass sie sich wünschen würden, dass der 1. FC Köln in der Liga bleibt, uns auf die Schultern gekloppt haben. Dann aber natürlich haben wir einen nach dem anderen reinbekommen und die haben sich auch gefreut, logischerweise. Es war, ich möchte, ein Erlebnis, das man seinem schlimmsten Feind nicht wünscht. Das braucht man nicht. Definitiv. Also die wurden eigentlich immer netter, die Heidenheimer. Ja, logisch. Mit jedem Wär ich Tor, auch. das sie schossen, wäre bei uns ja nicht anders gewesen. Und das Mitleid mit uns wuchs eigentlich immer mehr. Kein Wunder, die Leistung war ja auch wirklich eine Katastrophe. Also dieser Abstieg, so wie er zustande gekommen ist, mit einer realistischen Chance im letzten Spiel, die wir wirklich kläglich nicht genutzt haben. Ich bin froh, dass wir einen Monat jetzt haben ins Land streichen lassen und nicht frisch aus den Emotionen heraus da irgendwas gemacht haben. Wir haben auch das gesamte Sommertheater jetzt mal ohne uns stattfinden lassen, das es jetzt in den letzten Wochen gegeben hat. Aber heute ist es soweit und wir beamen uns jetzt zurück aus Heidenheim direkt an den Adenauer Weiher. Da sitzt man nämlich, da vorne ist er. Ne, der ist aber jetzt, wir gucken auf den und haben die schöne Aussicht. Ihr müsst uns angucken und das Grün hinter uns. Pech gehabt halt. Ne? Wir können ja nicht jedes Mal hier Deluxe-Panorama bieten. Das machen wir nicht. Nee. Der Staub hat sich ein bisschen gelegt, das ist ganz toll. Ne? Sommertheater. Und jetzt kann man völlig ohne Emotion da reingehen. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir 2 Parts machen. Der erste Part handelt vom klassischen Saisonrückblick. Wir haben uns 4 Shirts genommen, die wir exemplarisch für den Saisonverlauf nehmen. Unsere Highlight-Shirts für die Saison. Ja. Anhand derer werden wir die Saison durchgehen und dann geht es in diesem ersten Part aber auch noch um die handelnden Personen und es sind auch nicht mehr handelnde Personen darunter. Genau, ein Kommen und Gehen, Ein auch an der Kommen Stelle. und Gehen ist das. Wir werden dann noch einen zweiten Teil aufnehmen, da werden wir später einen Location-Wechsel machen, werden in die City fahren, mal gucken, was da EM-mäßig abgeht. Vielleicht trifft man auch den einen oder anderen Fan, ob aus dem Ausland oder deutsche Fans. Heute spielen auch die Deutschen, kann man an der Stelle auch sagen. Und da werden wir uns dann beschäftigen, werden wir nicht nur die Location wechseln, sondern auch die Perspektive und werden mal so die etwas global-galaktische Brille aufsetzen, das große Ganze des 1. FC Köln beleuchten und zum Schluss setzen wir dann die Zukunftsbrille auf und beschäftigen uns, er muss jetzt sein, ne? Nicht mit dem Team Zukunft, Nein. sondern mit der Zukunft des 1. FC Köln. Ja. Und wir haben Statements aufgenommen, Ja. die wir vorher schon gefilmt haben, um uns so ein bisschen einen roten Faden zu geben. Und die werden wir jetzt irgendwann der Reihe nach auch einspielen. Genau, Kannst du auch noch was die ganze zu sagen? Sache ein bisschen knackiger, hoffen wir zumindest. Ne? Und ihr müsst gar nicht so aufpassen, sondern habt die Kernaussagen schon zusammengefasst. Und würde mal sagen, so steigen wir dann in den Saisonrückblick ein. Wir machen jetzt seit 10 Jahren zu jedem Heimspiel ein neues Motto. Aber wir haben noch nie so daneben gelegen wie beim ersten Spiel dieser Saison. Ja, ein Volltreffer ist das nicht. Wir wissen heute, das hat mal so gar nicht funktioniert. Ne? Wobei, das erste Spiel in Dortmund haben wir richtig geil gespielt und hätten ja mindestens einen Punkt verdient gehabt, wenn nicht sogar den Dreier, fangen uns dann in der Nachspielzeit dieses dämliche Tor von dem Malen, verlieren das. Und ich weiß noch, wir haben damals geschrieben, wir sind noch niemals mit so einem schlechten Gefühl von einem Auswärtsspiel nach Hause gefahren. Also so das Gefühl, wirklich unverdient verloren zu haben. Naja, die Dortmunder sind auch raus und haben sich geschämt. Die haben alle so gedacht, oh Gott, sie hätten eigentlich verlieren müssen. Ja. Und wir haben dann schon auch gedacht, naja Gott, wenn wir so weiter spielen, dann muss man sich eigentlich keine Sorgen machen um die Saison. Ja. Ist Und so. von da an haben wir eigentlich täglich darauf gewartet, von Spieltag zu Spieltag, dass die Ära jetzt auch so richtig losbricht, Ja. dass es zumindest mal eine Wende zum Besseren gibt. Aber es kam einfach nicht bis zu einem Spiel
gegen Gladbach. Ja. Und da haben wir jetzt auch wieder ein Shirt dabei. Ja. Ne? Ja, es ist Lieblingsshirt Nummer 2. Ne? Also Lieblingsshirt, weil das wird das erste keins. Ne? So, Hennes hoch. Jünter Rünter. Ich muss ehrlicherweise sagen, man lobt es ja nicht selber, aber ich finde es immer noch auch lustig. Das war ein sehr lustiges Ding. Ja. Und dann haben wir auch noch gewonnen. Dann kommt noch ein Derby-Sieg hinterher. Also, ich meine, ein bisschen gequält war das, wenn ich mich zurückerinnere, mit 2 Elfmetern wiederholt. Der eine, den der Keins dem Torwart in die Arme gechippt hat und dann sogar noch mal ran durfte. Also der Schiri hat es nun wirklich gut mit uns gemeint. Auch eine rote Karte. Sowas brauchten wir. Also wir haben eigentlich nur Spiele gewonnen diese Saison mit tatkräftigster Unterstützung von außen. Wenn man das im Rückblick sieht, muss man ehrlich sagen, ich habe das damals für komplett gerechtfertigt, total verdient und wirklich ein Zeichen für den jetzt sich anbahnenden Umbruch gesehen. Wenn man im Rückblick ist das natürlich schon ein bisschen sehr die rosarote Brille. Ja. Ne? Okay, aber wir sind sehr optimistisch nach Hause gegangen, weiß ich noch damals. Wir waren dann, glaube ich, 16. und nur 2 Punkte hinter Gladbach nur 2 nach Punkte, dem Spiel. genau. Also es fühlte sich tatsächlich an wie die Wende zum Besseren, aber Woret nicht. Ne? Und das zeichnet sich ab und deswegen ist das nächste Shirt, das dann kommt, auch ein Zeichen dafür, dass wir schon irgendwie angefangen haben zu überlegen, was müssen wir denn jetzt machen. Ne? Und dieses Shirt, das beschäftigt sich mit der Jugend. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Klasse gehalten hätten, wenn wir früher auf die Jugend gesetzt hätten. Wenn man nur mal überlegt, wie wir uns bei Deal selbst auf den Füßen gestanden haben. Ja, das war das Shirt. Ne? Ja. Wir haben zu spät, also meiner Ansicht nach, und deswegen stimmt die Aussage, wir haben viel zu spät auf die Jugend gesetzt und wir wollen nicht irgendwie nur über Deal reden, das ist nur ein Aspekt von der ganzen Geschichte, aber es ist natürlich exemplarisch für das Rumgeeiere mit der Jugend und ich erinnere sehr mich an diesen Satz von Baumgart, der gesagt hat, wenn die dann mal bereit sind für Männerfußball. So, das war daneben. Ja, oder nimm dir auch Max Finkgräfe. Wie ist der in die Saison gestartet? Bin wieder bei dem Dortmund-Spiel. Hat er überragend gespielt. Und ist aber danach auch erstmal wieder auf die Bank gesetzt worden. Ne? Oder auch nach dem Freistoß, den er direkt verwandelt hat. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen war das nochmal. Das war der Einzige, das blieb der Einzige, den er geschossen hat. Also trotz dessen, dass er den sofort verwandelt hat. Ja, den sofort verwandelt hat, hat man ihn dann wieder ins zweite Glied zurückversetzt, zumindest was die Standards anbelangte. Also der Umgang mit den Jugendlichen, das ist bei weitem nicht nur Justin Deal, aber das war ja so ziemlich das krasseste Beispiel, das wir hatten. Ne? Ja, das war das Krasseste. Und wenn man sich dann so Downs und so Leute anguckt, die dann auch wirklich sofort einen Mehrwert gebracht haben, als sie da waren und sich überlegt, dass man das über so einen langen Zeitraum der Saison komplett quasi abgelehnt hat, diese Leute, also diese Chance zu nutzen, dann finde ich das keine verwegene These zu sagen, dass wir die Klasse hätten halten können oder vielleicht sogar tatsächlich gehalten hätten, wenn wir da rechtzeitig reingegangen wären. Wir haben allerdings, und da kommen wir dann quasi zu einem weiteren Grund, noch ein Shirt Richtung Jugend und das war diese Hoffnung hier. Stabil, Jugendforsch, ja. Und das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit. Der Stamm war nicht stabil. Nee, das muss man ganz klar sagen. Und das hat aus meiner Sicht auch daran gelegen, dass wir keine Führungsspieler auf dem Platz hatten. Also diejenigen, die in die Bresche springen sollten und Skiri und Hector ersetzen sollten, die haben leider kläglich versagt, muss man echt so sagen. Ist ja vielfach auch schon besprochen worden von anderen, aber das können wir eigentlich auch nur bestätigen. Auch in Florian Kainz war eine Enttäuschung, also nicht nur als Kapitän, sondern auch als Führungsspieler. Und also die jungen Leute auf der einen Seite dissen und nicht bringen, ist ja das eine. Aber wenn man sie dann bringt, dann an die Stammspieler und Führungsspieler zu appellieren, die mitzunehmen und mitzureißen und eine gute Mischung, ein gutes Mannschaftsgefüge zu bilden. Das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Also dieses Gefüge, ne, stammstabil, jugendforsch in Kombination mit gegenseitigem Profitieren voneinander, das hat's nicht gegeben oder zumindest nicht
ausreichend oder so stark, dass man es wirklich in sportlichen Erfolg hätte ummünzen können. Und wenn man überlegt, dass Finkgräfe tatsächlich diesen ersten Freistoß schießt, das Ding ist sofort drin und er schießt danach keine Freistöße mehr, muss man sich schon fragen, was bedeutet das eigentlich für das innere Gefüge dieser Mannschaft? Ja? Bestehen dann die Älteren darauf zu sagen, nein, das ist aber mein Privileg, egal ob du triffst oder nicht? Oder wie ist das gewesen? Ich weiß es nicht, aber es wirft irgendwie ein komisches Licht auf die ganze Geschichte. Und ich hoffe einfach sehr, dass diejenigen, die jetzt dann auch wie Kainzi, die bleiben, sich da auch tatsächlich an die eigene Nase packen und jetzt richtig Gas geben. Ich glaube schon, dass das auch Führungsspieler sein können in der zweiten Liga jetzt und dass sie das sein müssen. Aber eben auch als Supporter für die Jungen, ne? Und nicht als Wegbeißen. Ne? So. Deutschland ist das falsche Thema, ruft er eben hier Deutschland. Ein anderes Beispiel, wo das auch überhaupt nicht funktioniert hat, das war wiederum Justin Deal, der plötzlich anfing, alle Freistöße zu treten. Ne? Und zwar aus allen möglichen Lagen und in alle möglichen Etagen. Also so hoch hat ja kaum einer geschossen im Müngersdorfer Stadion. Die Dinger. Und trotzdem hat er sich jedes Mal mit einem Selbstbewusstsein, vielleicht auch mit einer Überheblichkeit oder Selbstüberschätzung die Dinger geschnappt und wieder die Standards getreten. Und von den Führungsspielern hat keiner gesagt, Junge, ey komm, jetzt sieh mal zu, dass du Land gewinnst, das schieß ich hier. Ne? So, also es machte keinen ausgewogenen Eindruck. Und war natürlich auch der sportlichen Situation geschuldet, die von Woche zu Woche schlechter wurde. Das muss man auch ganz klar sagen. Die Wende kam nicht. Die Wende kam nicht, aber wir haben trotzdem dran geglaubt. Und das, was wir gepostet haben und das, was auf den Shirts stand, das waren jetzt keine Durchhalteparolen, sondern das war tatsächlich unsere Überzeugung, dass wir das Ding noch wuppen können. Ja, ich meine, wir kamen uns ja selbst manchmal ein bisschen bescheuert vor, wenn wir immer wieder geschrieben haben, jedes fucking Tor zählt. Ne? Tor wohlgemerkt. Jeder fucking Punkt sowieso. Wie gesagt, es waren keine Durchhalteparolen, sondern wir waren echt davon überzeugt, dass es noch klappt und dass es bis zum letzten Spieltag geht. Und das ging es dann ja auch. Und es kamen ja sogar irgendwann dann auch Erfolgserlebnisse. Die Heimspiele gegen Bochum und Union Berlin waren mit das Emotionalste, was ich jemals beim FC erlebt habe. Also das war wirklich Gänsehaut mit Tränen. Ich habe echt, also gerade gegen Bochum, das war für mich noch krasser. Da habe ich wirklich geheult im Stadion. Ne? Das war eine Nahtoderfahrung. Das war eine Nahtoderfahrung. Wir waren da schon weg. Und es ist dann anders gekommen, doch eben noch so, dass es bis zum letzten Spieltag gedauert hat. Leider Gottes waren in der Kranztime auch solche Erlebnisse mit dabei, wie das Spiel gegen Darmstadt. Und das war am Ende wirklich, das war eigentlich der entscheidende Punkt, an dem wir abgestiegen sind. Dieses Heimspiel, das wir 0:2 verloren haben, mit besten Aussichten, mit einem Restprogramm, was alles möglich gemacht hätte. Wenn du so ein Bochum-Spiel noch umbiegst, ja, und es war nun wirklich unfassbar und der Stadiondach ist beinahe weggeflogen, wenn es ein Dach hätte. Ne? So, dann musst du doch eigentlich sagen, so jetzt müssen wir mit dieser Emotionalität müssen wir jetzt weiterspielen. Und dann kommt so ein Darmstadt-Spiel, das hat, glaube ich, kein Mensch verstanden. Nein. Und wurde immer kleiner auf dem Sitz und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich kann nicht glauben, was ich da sehe, was für ein Angsthasen-Scheißfußball das war. Und man konnte es nicht verstehen. Eigentlich wusste jeder, jetzt sind wir weg. Weil wenn du so tot auf dem Platz rumliegst, dann kannst du danach nicht nochmal aufstehen. Ja. Es war eine Kopfsache. Und das war im Übrigen auch in Mainz genau das Gleiche. Ja. Da haben wir 70 Minuten lang einen Angsthasen-Fußball gespielt. Und erst als dann gewechselt wurde, da wurde der Schalter umgelegt. Und plötzlich hat die Mannschaft mal gezeigt, es wäre doch möglich gewesen, wenn nicht diese völlige Verkopftheit dem Ganzen im Weg gestanden hätte. Und also wie man das im Nachhinein hätte abstellen können, das ist wirklich sehr schwer zu beantworten. Also natürlich hat es auch wieder zu tun mit dem Zusammenspiel aus erfahrenen Spielern, aus jungen Spielern, aus der Motivation, die ein Trainerteam oder auch andere Verantwortliche dieser Mannschaft geben können. Fakt ist, es hat nicht funktioniert. Es hat absolut nicht funktioniert und die Mannschaft war Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ne? Ja. Also wirklich sowas Wechselhaftes am Ende dann. Ja? Und das bringt uns natürlich zu der Frage, woran hat das gelegen? Ne? Also wir haben jetzt über Spieler geredet. Die große Frage, die jetzt kommt, ist, es waren ja noch andere Leute beteiligt. Können wir irgendjemandem den Hut aufsetzen? Wir haben Steffen Baumgart viel zu mächtig werden lassen. Davon will ich mich selbst gar nicht ausnehmen. Aber heute fasse ich mir dafür echt an den Kopf.
An dem Kopf war übrigens auch mal eine Schiebermütze, ne? Aber ich bin ganz ehrlich, das Ding habe ich weggeschmissen. Ja, das ist jetzt ein Katzenklo. Ne? Nee, also damit das richtig verstanden wird, wir wollen jetzt hier überhaupt nicht den Steffen Baumgart bashen. Nein. Definitiv nicht. Aber es war allerhöchste Eisenbahn, dass der damals entlassen wurde. Und mir hat es sehr wehgetan, also das räume ich auch heute wirklich sehr gerne nochmal ein. War ein ganz schlimmer Tag, als er gefeuert wurde. Aber wie gesagt, jetzt mit dem Abstand kann ich mich nur darüber wundern, wie stark man ihm gehuldigt hat und wie stark man ihn hat werden lassen. Und tatsächlich eigene Nase packen war jetzt an der Stelle natürlich ein wichtiges Stichwort, weil wir alle dazu beigetragen haben, nicht nur mit der Schiebermütze, sondern auch indem wir natürlich seinen Kultstatus nicht nur anerkannt, sondern befördert haben und fanden einfach alles großartig. Guck mal, wie der Mann da rumhüpft an der Seitenlinie und so, und irgendwie wurde der mit Haut und Haaren von der Stadt gefressen, und ich glaube, das hat ihm selber, wenn man ehrlich ist, auch nicht so richtig gut getan, weil er schon, glaube ich, auch so ein emotionaler Typ ist, dass er das dann auch völlig annimmt und auch eins damit wird und es irgendwann glaubt. So, und so haben wir uns gegenseitig hochgeschaukelt. Ja, ich glaube, er weiß aber heutzutage auch, dass er da total übers Ziel hinausgeschossen ist. Ne? Also diese lächerliche Inszenierung mit dem Hund im Wohnzimmer, tut mir leid, also ganz ehrlich, das ist ja im Nachhinein, also das ist zum Fremdschämen, muss man wirklich so sagen. Damals fanden wir das, naja, ich will nicht sagen cool, aber wir haben zumindest geschmunzelt und haben die Filmchen auch hin und her geschickt. Aber also diese Heroisierung, das ist das Teil der Geschichte schon? Also sagt die Mannschaft dann irgendwann, das kann nicht wahr sein, und der Mann ist der Einzige, der hier noch irgendwie wahrgenommen wird, und wir als Mannschaft werden eigentlich kaum mehr wahrgenommen. Es ist alles nur Baumgart. Da haben wir auch, ist das vorstellbar, dass das der Bruch schon ist? Ich weiß nicht. Ja, also es muss ja einen Bruch gegeben haben, denn die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, dieses Attacke-Fußball, dieses Anlaufen, dieses hohe Pressen, was in der Saison zuvor ja super geklappt, das klappte ja überhaupt nicht mehr. Also es war ja wirklich nur noch ein Hühnerhaufen, der da vorne von links nach rechts gejoggt ist. Und versucht hat, sowas wie Pressing zu suggerieren. Es hat ja nicht funktioniert. Also wir haben ja nicht nur keine Tore mehr geschossen, sondern wir waren plötzlich auch viel anfälliger hinten. Also ich kann mich an ein Spiel gegen Bayern München erinnern, die uns in den ersten 10 Minuten sind die 3 oder 4 Mal zu zweit alleine auf unseren Torwart zugelaufen gefühlt. Ne? Also da brach ja alles in sich zusammen. Und klar lag es auch immer an den Spielern, an den nicht vorhandenen Führungsspielern. Aber ich glaube schon, dass wir auch ein richtiges Trainerproblem damals hatten. Ja, wir haben ja eben gesagt, dass am Anfang sah es ja alles noch ganz gut aus. Und wenn ich an Dortmund denke, hatte das schon noch Ähnlichkeit mit dem Fußball, den wir sonst gespielt haben und erfolgreich gespielt haben. Aber irgendwie war es jetzt so langsam Muster ohne Wert. Ne? Also es war wie so ein Abziehbild davon. Es sah so aus wie vorher, aber es hatte überhaupt gar keinen, es funktionierte nicht mehr. Das war, und das ist nicht zu erklären. Und interessant, dass ein Trainer, ich glaube, das erste Mal, dass ich das erlebt habe, dass ein Trainer dann sagt, ich kann das nicht mehr. Also ich glaube, ich bin nicht mehr der richtige Mann, und ich finde keinen Zugang mehr. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ist ja auch wieder aller Ehren wert, muss man sagen. Ist schon echt ein spezieller Typ auch. Definitiv. Steffen Baumgart. Ne? Ja. Und dann ist es wahnsinnig schwer, darauf zu folgen. Ja. Also wenn du dann der Trainer nach Steffen Baumgart bist, möchte ich nicht sein. Ja, lass uns über den mal sprechen. Ja. Timo Schulz, also aus meiner Sicht... Waren wir eigentlich ganz angetan am Anfang. Absolut. Ne? Als wir ihn getroffen haben, am Geisbockheim, haben wir eine PK gedreht, ihn direkt getroffen, super sympathischer Typ. Hat mit uns länger, sich bestimmt Viertelstunde, 20 Minütchen unterhalten. Wir haben ihm noch ein Shirt sogar geschenkt. Neuer Timo. Ne? Was war das andere? Neues Jahr, neuer Timo. Neues Jahr, neuer Timo. Neues Jahr, neuer Timo. Hat auch nicht funktioniert im Übrigen. Ne? Ja, das mit dem Jahr schon. Also der Timo auch, aber also es hat dann tatsächlich funktioniert. Ja. Aber was das Sportliche anbelangt, muss man klipp und klar sagen, also ein Tacken besser als der katastrophale Punkteschnitt von Steffen Baumgart. Ja, war es. Aber am Ende
hat es halt auch sang- und klanglos in den Abstieg geführt, muss man so sagen. Ja. Also ich bin aber, von allen Leuten, die sagen, oh, jetzt hast du da so einen ruhigen Typen und das ist ja ganz der Gegenentwurf zu Baumgart und so, und das sei der Fehler gewesen, das glaube ich jetzt wieder auch nicht, Quatsch. weil wenn du jetzt den nächsten, ich sag mal despektierlich Brüllaffen dahinsetzt, ja, so dann, und das funktioniert nicht, dann hätte danach jeder gesagt, ist doch klar. Ja, wie zum Beispiel das ist dieser ja genau, Mainzer Heini, genau, dem sie alle huldigen, den hätten wir holen müssen. Genau, was für ein so. Quatsch. Ja, also ich glaube ganz das ehrlich. auch nicht. Also, weil dann hast du das Gleiche in Grün und dass das dann funktionieren soll, dann bleibt man lieber bei Baumgart. Ja. Also warum es nicht funktioniert hat, ist dann ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass die Spieler einfach im Kopf schon derartig durch waren und dann der Impuls nicht mehr zu setzen war. Ja. Leider Gottes. Ne? 2 Trainer haben wir gefeuert in dieser Saison, beziehungsweise der zweite wurde jetzt nicht verlängert, der ist ja nicht entlassen worden. Der Vertrag lief ja aus. Und ja gut, dann müssen wir jetzt an der Stelle auch über den Mann reden, der die Trainer beide geholt hat. Und das ist der Christian Keller. Gott, der wirklich ordentlich auf die Fresse gekriegt hat. In der Presse, eigentlich ging es ja schon spätestens Weihnachten los, dass hier alle Dämme brachen. Und dazu vielleicht auch eine kurze Einschätzung. Ich ziehe den Hut vor Christian Keller. Die Art und Weise, wie der dem Druck standgehalten hat und nicht umgefallen ist, das ist schon beeindruckend. Ist natürlich eine Aussage, völlig klar, mit der man sich nicht nur Freunde macht im FC-Umfeld im Moment, so wie es läuft. Ne? Denn es gibt ja durchaus auch berechtigte Kritik an Herrn Keller, kann man nicht anders sagen. Ne? Ja, das hat man ja auf dem Mitgliederstammtisch zuletzt auch wieder gesehen. Es waren ja insgesamt 2. Und die Art und Weise, wie Christian Keller sich da präsentiert hat, wie er eingegangen ist auf die Leute, hat mir sehr gut gefallen. Und mir ist es im Übrigen auch herzlich egal, ob man mit dieser Aussage bei dem einen oder anderen nicht so gut ankommt, weil ich stehe mittlerweile 100%ig zu unserem bestehenden aktuellen Management. Also die Verantwortlichen sollen weitermachen. Das ist meine ganz klare Hoffnung. Und es sieht ja jetzt auch so aus. Bei allem, was sich da auftut in Opposition und Kritik und in den Medien. Ja, also das, was im Statement gesagt wurde, die Art und Weise, wie der Christian Keller damit umgeht und eben nicht fällt, das ist genau das, was wir jahrzehntelang nicht erlebt haben. Ja. Und dieses Fordern nach Köpfen, diese Hexenjagd, die darf einfach nicht zum Ziel führen. Und das tut sie diesmal auch nicht. Und dafür bin ich dem aktuellen Vorstand wirklich sehr, sehr dankbar, der zu Recht diese Schleifspuren anprangert, die es gegeben hat durch die ganzen chaotischen Zustände in den letzten Jahrzehnten. Und man versucht das jetzt umzudrehen und eben genau das Gegenteil zu bewirken, dass wenn man standhaft bleibt, dass dann eben Türen geöffnet werden für eine bessere Zukunft. Und das, wenn das der Weg ist, dann unterschreibe ich den auch zu 100%. Ja, das finde ich richtig. Ich finde auch tatsächlich, es sind Fehler gemacht worden, das ist ja gar keine Frage, sonst steigt man ja nicht ab. Die Frage ist aber, wie man mit den Leuten umgeht, die Fehler machen. Und da bin ich auch der Ansicht, ich habe einfach den Eindruck, dass wir da durchaus trotz alledem Profis am Werk haben. Leute, die mit einer hohen Professionalität, mit einem hohen Leistungsethos an die Geschichte rangehen. Davor habe ich sehr, sehr großen Respekt. Und bei Christian Keller habe ich wirklich den Eindruck, dass der mit Haut und Haaren versucht, das Beste zu bringen. Und ich glaube auch, dass wir das Beste eben noch nicht gesehen haben, dass das noch kommt. Ne? Und wenn wir dann an die Alternativen denken, die sich da auftun, ich glaube aber, das, was du gerade gesagt hast, das ist ganz wichtig, denn es passiert wahnsinnig viel Gutes in diesem Verein, aber es wird zu wenig darüber gesprochen. Also diese Success Stories über die Dinge, die gut vorangebracht werden, da ist man nicht in der Lage, es den Leuten auch zu zeigen und zu präsentieren. Ne? Und das, was schlecht läuft, das kriegt natürlich jeder mit. Ne? Naja, und natürlich kommt es dann spät. Also wenn man es nachreicht und in dem Moment, wo man im Grunde schon in akuter Abstiegsnot ist oder schon abgestiegen und dann sagt, es war aber nicht alles schlecht, dann ist das logisch, dann sorgt das natürlich für Hohn und Spott. Ne? Wenn man die Leute mitnimmt von Anfang an und sie sagen, ja, den Weg, den wir jetzt gehen, vielleicht auch mit diesem Risiko, das wir fahren müssen, weil wir einfach an der Insolvenz stehen, den müssen wir, dann kann ich sagen, okay, wir gehen das Risiko alle gemeinsam.
Scheiße, funktioniert gerade nicht, irgendwie geht gerade was schief, aber dann haben wir eben einen gemeinsamen Weg eingeschlagen und der nicht zum Erfolg geführt hat im ersten Moment, aber der on the long run in einer mittelfristigen und einer langfristigen Betrachtung eben doch ins richtige Ziel führt. Absolut. So. Und damit wir hier nicht falsch verstanden werden, natürlich sehen wir auch die Fehler, die gemacht wurden. Ne? Also wir haben eben über die Trainer gesprochen. 2 Trainerentscheidungen. Die eine aus meiner Sicht viel zu spät. Die zweite im Nachhinein eben auch nicht so, dass man jetzt sie als eigene Erfolgsgeschichte verbuchen kann. Es hat nicht funktioniert. Wir sind abgestiegen. Diese leidige Kass-Geschichte, die Transfersperre, wollen wir heute überhaupt nicht mehr drüber reden. Also da ist wirklich genug. Allen schon genug von allen genug drüber gesagt. Wir haken das ab, wir blicken nach vorne. Es ist ja auch nur noch ein halbes Jahr. Hallo, wir können im Winter neue Leute holen. Wir haben jetzt Ende Juni bald. Also wir reden darüber, dass in 6 Monaten der Spuk vorbei ist. Und damit sollten wir es jetzt auch dabei belassen. Und ich wäre der Letzte, der jetzt bei Christian Keller versucht, da eine Schuld zu suchen an dieser Geschichte. Der kam dazu, als das Kind in den Brunnen gefallen war. Und ob da jetzt mit einem anderen Verhandlungsgeschick mehr hätte rauszuholen sein können, das sei völlig dahingestellt. Wir gehen damit um und blicken nur noch nach vorne. Wobei man im Übrigen, ja, was ich total spannend finde, ganz offensichtlich ist ja die ganze Zeit gearbeitet worden daran, wie man junge Spieler verpflichten kann, trotz Kassurteil, eben durch dieses Weiterverleihen. Ja. Also man merkt ja jetzt tatsächlich, dass auch in dieser ganzen Katastrophe wirklich sorgfältig weitergearbeitet wurde. Und es wird wirklich alles getan, um diese Geschichte dann, wenn man sie schon nicht mehr abwenden kann, dann eben so zu gestalten, dass der FC gut rauskommt. Und das ist das absolut Entscheidende, finde ich, ja? Dass da nicht einer jetzt umfällt und sagt, ja. Okay, damit Christian Keller abgehakt. Ja, kommen wir zu was Lustigem. Ich gehe jetzt seit über 50 Jahren zum FC. Aber ich habe mich im Zusammenhang mit diesem Verein noch niemals so fremdgeschämt wie nach der Präsentation des Teams Zukunft. Ja, krasse Aussage, kann ich natürlich total nachvollziehen, wobei ich sagen muss, ich fand es alles eher lustig. Ich habe alleine vorm Rechner laut gelacht, als ich es gesehen habe, weil es wirklich so unüberbietbar grotesk war, was da abgezaubert wurde. Sich beschweren über einen geskripteten Podcast des Vorstands und dann selber Leute haben, die ablesen, dass sie charismatisch sind und in Erfolg bringen und kommunikativ stark. Und so. Also ich sehe, also nach einem solch langen Ankündigung, jetzt kommt ein Riesending, einen solchen Furz rauslassen. Ja. Ich fand es wirklich extrem lustig. Es ging mir ja genauso. Ich habe ja spontan geschrieben, also wer dieses Team zusammengestellt hat, sowohl inhaltlich als auch von den Personen her, also dem musst du mindestens einen Oscar geben, Absolut. Weil das kannst du ja nicht erfinden, sowas. Nein. Ne? Also was da zusammengetragen wurde an erstens Nicht-Kompetenz, wirklich eine Text-Bild-Schere, wie sie krasser nicht sein kann. Also du redest von Team Zukunft und stellst quasi ein Altenheimgeschwader auf. Garniert mit einem Karnevalsprinzen. Ja. Also sorry, ganz ehrlich, das ist wirklich kaum zu überbieten, was den Comedy-Faktor anbelangt. Und trotzdem, so sehr ich auch gelacht habe, es ist eindeutig ein Zeichen, wie beschissen es deinem Verein gehen muss. Wenn solche Figuren ernsthaft daran glauben, bei völliger Selbstüberschätzung natürlich, aber sie glauben offensichtlich ernsthaft daran, dass sie den bestehenden Vorstand ersetzen können und das auch noch ad hoc. Also da fielen ja Aussagen wie, ja, wir können sofort übernehmen. Das ist so absurd. Eher an so eine Reichsbürgerputsch, ne? Prinz Peinlich übernimmt. Ja. Das ist sehr albern. Ja. Und man muss auch, ehrlicherweise, dieses Thema Sportkompetenz, wir haben schon häufig darüber gesprochen, es ist ein bisschen albern. Also ich muss kein Pilot sein, um Vorstand bei der Lufthansa zu sein. Ja. Das ist also nicht die Aufgabe, dafür gibt es Geschäftsführung. Aber sei es drum, ja, wer jetzt glaubt, ja, dass Prestin
für Sportkompetenz steht. Der Mann hat gut gegen Ball getreten und ist Versicherungsvertreter. Jetzt verkauft der versichert Fußballer. Ja? Aber wer dann glaubt, dass das Sportkompetenz heißt, der kann sich gerne von dem Menschen, der ihm die Zahnzusatzversicherung verkauft hat, mal eine Wurzelbehandlung machen lassen. Ja? Dann sieht er, das sind unterschiedliche Dinge. Ja? Eine Versicherung verkaufen an Fußballer heißt nicht Sportkompetenz. Nimm dir das Scouting-Team. Also wenn ein Roger van Gogh oder ein Tony Woodcock, die wirklich Idole meiner Jugend. Ich meine, ich war dreimal die Woche am Geisbockheim. Ich habe Autogrammkarten noch und nöcher von denen, auch in Harald Konopka. Ich meine, das war ja genau die Zeit. Ne? Mitte, Ende der 70er Jahre. Ich kann mich an diese roten Autogrammkarten erinnern. Wer Autogramme gesammelt hat, der kennt die garantiert. Weiß ich ja auch, dass einige aus der Truppe hier bei uns in der Zuhörerschaft sind. Das wird mir kaputt gemacht. Also diese Idole, die jetzt hier inszeniert werden, instrumentalisiert werden für ein solches zum Scheitern verurteiltes Projekt, das ist wirklich, das tut mir in der Seele weh. Ein Peter Neururer, meine Güte, ist auch eine Lewe jung. Aber der ist ja eh voll nix fies und die Dreistheit zu besitzen, wirklich ein paar Wochen vorher noch in Schalke da in einem Oppositionsgremium die Klappe aufzureißen und jetzt beim FC da einzusteigen. Also lieber Peter, dafür mag ich dich einfach zu gerne, als das jetzt irgendwie zu negativ zu kommentieren. Aber ist natürlich völlig daneben. Und was die Spielerin anbelangt, also das war ja die einzige, die vielleicht noch so ein bisschen Substanz angeboten hat. Aber ganz ehrlich, ich weiß den Namen jetzt gar nicht, liebe ehemalige FC-Spielerin. Wenn du dich mit solchen Figuren wie Prestin und Prinz Peinlich umgibst, dann kann irgendetwas in deinem Köpfchen aus meiner Sicht heraus zumindest auch nicht so ganz in Ordnung sein. Ich kann auch nicht sagen, ich bin wahnsinnig kommunikativ und das vom Zettel ablesen. Das geht nicht, das tut mir leid. Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was haben die denn jetzt eigentlich vorbereitet? Weil die ganze Zeit sagen, wir müssen das und das noch vorbereiten. Es war nichts vorbereitet. Ja. Es war ja wirklich blödes Zeug. Ne? Also die haben in Wahrheit Probleme vorgelesen und gesagt, die müssen weg. Ja. Da kann man zustimmen, würde ich sagen. Ne? Aber ich habe jetzt da nicht gesehen, wie das passieren soll. Ja. Und warum das ausgerechnet diese Personen sind. Weil was bringen die jetzt ein, was der andere, also der amtierende Vorstand nicht doppelt so gut kann. Ja. Ich wüsste nicht was, ehrlich gesagt. Ne? Lassen wir es bitte an der Stelle beenden. Ja, also hier hat sich aber noch 30.000 Sachen, das war wirklich hier hat sich ein Team disqualifiziert auf alle Ewigkeit. Und weißt du, die reden immer von Netzwerk und von Stadtgesellschaft, aber wie man sich wirklich vor der ganzen Stadtgesellschaft Kölns so bis aufs Hemd wirklich blamiert haben kann, das seid ihr selber schuld. So und deswegen der Appell. Zieht euch rechtzeitig zurück, ihr werdet eh keine Chance haben. Lasst bitte den FC in Ruhe. Und wir starten in die neue Saison, in eine neue Zukunft ohne das Team Zukunft. Ja, und wenn du es jetzt so sagst und ich mir vorstelle, wie sich die Leute in Leverkusen, Düsseldorf und Gladbach über uns kaputt lachen, dass wir solche Vögel da haben, ja, Wahnsinn. Um ein Haar hätte ich beinahe gesagt, ja, dann muss ich sagen, kann ich deine Scham dann auch wieder nachvollziehen, dann ist es nämlich nicht mehr nur lustig. Denk mal, als damals der Effenberg Vorstand werden wollte in Gladbach, also da haben wir uns auch schon abgelacht. Ja. Ne? So, aber die sind ja noch schlimmer als der F. Da ist der Effenberg ja eine Koryphäe gegen. Konifere. Ja. Eine Konifere. Ich würde sagen, launig beenden wir diesen ersten Part. Ja. Ne? Die Krähen lachen sich auch schon kaputt hier. Und wir wechseln jetzt mal die Location und die Perspektive. Bis später.